Quello che possiamo vedere in Dolomiti all'inizio della loro lunga storia sono i resti fossili. Von den Ursprüngen der langen geologischen Geschichte der Dolomiten sind heute nur noch fossile Reste von Landlebewesen erhalten, die mit Flüssen und Seen durchzogene Feuchtgebiete besiedelt haben. Dort wuchsen Pflanzen, die weitgehend anders waren als die heutigen, obwohl es einige noch immer gibt, etwa Araukarien, die heute in Südamerika oder im fernen Osten wachsen. Einige dieser Pflanzen haben es als fossile Reste in die Gegenwart geschafft, wie man sie auf dieser Platte erkennen kann. Die berühmteste in Gröden gefundene ist die Ortiseia, die nach St. Ulrich benannt ist. Es war eine primitive Konifere, die mit der Araukarie verwandt ist und uns nicht nur diesen schönen Zweig hinterlassen hat, sondern auch ihre Früchte, also die Zapfen. Wir befinden uns im ausgehenden Perm, in dem die Ablagerung all dieser vom Land stammenden Materialien eine Einheit bildet, die Geologen heute Grödner Sandstein nennen. Seine mächtigen roten Felsschichten sind typisch für Gröden, finden sich aber überall in den Dolomiten. Sandstein ist dabei nichts anderes als Sand, der sich über die Zeit zu Stein verfestigt hat. Seine rote Farbe ist zum einen der Zusammensetzung der Sedimente zu verdanken, die aus darunterliegendem Porphyr, ein rotes Gestein vulkanischen Ursprungs, ausgewaschen worden sind. Zum anderen ist die rote Farbe Indiz dafür, dass die Ablagerungen aus einer Zeit stammen, die warm und ziemlich trocken war. Bedingungen, die die Ausbildung einer rötlichen Farbe in den Sedimenten fördert. Ist der Sandstein feinkörnig, bietet er optimale Voraussetzungen, damit sich darin Reste von Pflanzen erhalten, also nicht nur Blätter, sondern auch Holz, die in manchen Fällen sogar noch ihre Zellstruktur erkennen lassen. Vor allem an Flussufern haben zudem die hier heimischen Tiere ihre Spuren im feinkörnigen, feuchten, aber kompakten Sand hinterlassen. Die Spuren wurden daraufhin von anderen Sedimenten überdeckt und erhalten. Dass die Fossilienschichten bis heute überdauert haben, ist der Verfestigung von Schlamm und Sand zu Gestein zu verdanken. Ein Prozess, den man Diagenese nennt. Die vielen Spuren zeigen uns, dass diese Landschaften von vielen verschiedenen Tieren besiedelt waren. Funde ihrer fossilen Skelettreste sind dagegen äußerst selten, was damit zu erklären ist, dass ihre Fossilisation in einem terrestrischen Ökosystem extrem schwierig ist. Über die Zeit hat sich dieses Ökosystem allerdings mehr und mehr gewandelt und einem marinen angenähert. Dafür sprechen etwa diese sogenannten Ripple Marks, die nichts anderes sind als versteinerte Strukturen, die Wellenbewegungen auf dem sandigen Meeresboden in wenigen Metern Tiefe hinterlassen haben.